Säuer, dort wie nicht halt unsere Kraft, unsere Menschen leben matten, dort wie nicht halt unsere Kraft, echt dort leben gute Matte, sondern in deine Kraft. Ich danke dir, dort, durch deine Gnut, deine Läuf, die Vergebung, die du uns schenkst, und eine Kraft in uns gerührt wird, die nicht von dieser Welt ist. Und wir preisen dir dafür. Ich danke dir für diese Zeit, wo wir nun von deinem Wort hören dürfen, und ich sehe Abraham. Ich sehe Amen, jeder Wort, was er sagt. Und ich sehe dir auch dort, der wird, wo der Herr jetzt die Fuß noch spontan geben wird, tut die Werkste zu sein. Dort einfach fließen durch die. Vom Vater, von Jesus, vom Heiligen Geist, durch nach uns. Dankeschön, dass du für den charakterliche Gott bist, dass du für lange Tiden gewahrt bist, dass du dich nicht veränderst. Dankeschön, dass wir uns verändern dürfen und immer mehr so wollen, dass du. Wie laufen die? Ich sehe die, Abraham. So, ja, vielen Dank, schön. So, ja, schön, wie wir das haben. Gute Marius, zu Ihnen alle. Ich freue mich sehr, dass ich da war, hier so mit Ihnen top sein von dir. Und von der habe ich ein Timer, Elena sieht, meine Freunde sehen, das macht sie predigen, wenn Eduard auch hier ist. Dann sagen sie, so reich ist oder nicht. So, aber wenn du so reich hast, dann muss ich bloß warten, bis ich fertig sein, dann wird das vielleicht doch sein mehr. So, in der Timer, das heute sagt, und dort nicht, kann ich dazu abpassen, dass die nicht alle die Kirche dran, dass die Sachen und Visa kann ich dort und da abpassen, und da, dass die hier bleiben. Wenn es nur weiter der Titel sein, und dass die hier bleiben. Dort heute, wir sind gerade durch Worken. Ja. Durch Worken sind wir gerade. No, das ist so. Und ich will Ihnen einen Bibelvers lesen. Wenn es die Bibel das sagt, wir sind durch Worken gerade. So, ich habe jemand mit mir taub gehen, nur Jakobus Kapitel 2, Vers 24. Jakobus Kapitel 2, Vers 24. Dort sagt du so, hier kostet die Seinen, dort der Mensch durch Worken gerecht gesprochen ist, und nicht bloß durch Glauben. Sei noch mit mir? Wie die Bibel sagt, wir sind durch Worken gerecht gesprochen, und nicht bloß durch Glauben. So viele Mal, insofern, ich habe das selbst einmal gesagt, dass unsere Worte, die sind nicht für Gott. Und wir können auch alle Epheser Kapitel 2, Vers 8 nehmen, wo das sagt, dass durch den Glauben sind wir gerettet, nicht durch Worte. So, was ist hier so der Unterschied? Oder was ist hier so von einem Vers bis in anderem Vers? Und du wolltest von dir ein bisschen nennen, damit wir das ein bisschen besser verstehen können. Vater, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du uns lieb hast. Und ich danke dir, dass du hier in diesem Welt bist. Und ich danke dir, dass du von dir ein Wort für uns hast, dass du uns anschieren wirst. Und dass du uns wirst lehren, auf den Weg, wo du für uns heute gemerkt hast, du so mit Frucht und mit Erfolg boven zu gehen. Und ich bete dir, dass du uns segnen, durch diese Zeit musst du uns ein offenes Hart geben und möchten wir verstehen, was du für uns von dir hast. In Jesus' Namen. Amen. So, wie wollen wir ein bisschen gucken? Epheser Kapitel 2, Vers 8, but ich werde bloß mit Taubfuten. Du sagst dort ganz klar, durch Glauben sind wir gerettet. Und Jakobus, du sagst dort aber, durch Worken sind wir gerecht gesprochen. So, wenn wir dort von der mal ein klein bisschen eindeulen in sein Wort, bei Vers sein dann, oder als wir ab Latz sollen den ein von den beiden Versen ans Weh und wohnen wir wollen, in denen du einfach rüt strecken mit der Bibel. Seien es wir wollen zufrieden sein, oder so was schaffen für uns, dass wir das verstehen können, oder dass wir die wollen einfach rüt lassen. Und Jakobus Kapitel 2, Vers 17, vielleicht haben wir den Vers da immer noch, Jakobus 2, Vers 17. Du sagst das so, als dort auch mit ein Glauben, wann die nicht worken haben, als die dort.
So, wir sind ganz klar, dass du als Worten sind wichtig. Aber wir sind auch ganz klar, und viele Menschen, die sein in der Predigen alle Zeit, dort durch Worten, wo wir nicht geraten. Worten kann nicht tun, dann dass wir geraten werden. Und so, was wir du von dem mal ein bisschen anschauen. Das erste will ich an Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 9 mal durchlesen. Und wir wollen ein klein bisschen bekennen, was ist Genut. Weil wir du mal ein bisschen anschauen. Das sagt, wils durch die Genut sind die geraten. Durch den Glauben und dort nicht utgehend, dort ist ein Geschenk von Gott, nicht utwirken, dort sich keiner riemen mag. So hier sagt dort, durch Glauben sind die gerecht, nicht durch Wirken. Und dort sich keiner riemen mag. Und dann sagt es wieder in Römer Kapitel 4, Vers 4, sagt es, ein Arbeiter sein Lohn wird nicht aus ein Geschenk angesehen, aber aus Wort, das er verdient hat. So, und was ist das reich? Das ist ganz reich, zum Beispiel, wenn wir evangelisieren gehen und mit Menschen reden und sagen, deine Worte, was du hier zu tun hast, und wo du das, wo die Gott an gefallen leben willst. Und Jesaja sagt dort, die sind wie Gott so aus schwinschen Kadern. Alle gute Worte, einer kann noch so viel arme Menschen geholfen haben, Gutes getan haben, und was immer einer hat will tun in seinem Leben, da kann einer noch so viel getan haben. Das wird uns nicht ein ganz kleines bisschen nur an Gott bringen, sagt die Bibel. Sondern die Erlösung, dort wir geraten sind, dort ist eine Genut. Und eine Genut, die kostet du nicht verdienen. Wenn du das verdienen kannst, dann wird es nicht mehr Genut heißen, sondern dann wird es eine Tooling heißen, für das, was du geschafft hast. Aber wir können nicht so viel Gutes tun, und wir können bei Gott ein kleines bisschen besser sein sein. Ich dachte hier schon mal einmal so, dass ich noch nicht bekehrt wäre. Ich dachte immer so, ich würde noch mal, wenn ich erst mit aller wäre, wenn ich erst nicht so viel junges Leben jetzt an mir hat, dann schlechtet tun, dann würde ich auch von Gutes tun, und vielleicht würde ich so viel Gutes tun, dass ich meditiert, dass mir das wird übrigens noch mal zum Himmel kommen. Und so habe ich alle gedacht, bestimmt einen Tag. Aber einen Tag, dann wird uns das klar, dass was ich tun will für meine Seiligkeit, dort kann mich nicht halten. Und was von der ersten Tag sagen wir einmal, dass wir wollen irgendwo tun haben, dass Gott soll in Gefallen an uns Bett alle haben. So wir wollen, wir wollen evangelisieren gehen und dann sagen, gib mir Gott nur mich, check. Ich dein die, ich sie wichtig bei dir, nicht? Sag ich nicht? Und einmal dann fallen wir uns weit auf und mich sieht das besonders sehr an, ich kann nach Predigersbuben stehen und ich mich selbst, ich habe keine Verbindung mit Gott. Und ich probiere hier Gutes zu tun, ich probiere hier zu reden. Oder ich probiere irgendwo, wo ich lebe, wo Gott ein kleines bisschen mal ehren kann, dass Gott soll nur mir sein, yes, das ist eine junge Gleichheit. Oder was immer. Aber was ihr wollt, keine Worte, keine Sachen, was wir tun, die merken Gott uns ein kleines bisschen Dollar leben, als er auch das. Nicht. Und so ist es dann auch an der anderen Seite. Keine Sachen und keine Worte, was wir tun, die merken uns, dass Gott uns weniger leben wird, als was er auch das. Er läuft uns ganz, als wir am Dein tun oder nicht. Und dann ist meine Frau dann, woran muss wir dann worken haben? Woran muss wir am dann tun? Oder woran do wir am tun? Und so, wie wollen du ein bisschen anschauen? So, wir sollen dort wie mit unseren eigenen Worten, wir können nicht bei Gott verbringen, wir können nicht bei Gott vermerken, dass er uns irgendwo anders ansetzt, dass er uns auf irgendeine Weise ein kleines bisschen Dollar leben wird, sondern dass es genug und genug allein, dass wir überhaupt leben dann. Dass es genug und genug allein, dass wir nicht den Tag, wo wir geboren wurden, einfach von dieser Welt wahrgenommen worden. Wir haben alle Sinn an uns und wir sind mit dem Sinn vernehmen,
so wie geboren. Ich will uns ein bisschen eine Geschichte vertellen und kann, weil ich dort Bild und anwiesen, was ich so anhört, dann, dass wir uns ein kleines bisschen durcheinander können. So, du hast einen Mann, hast du ein Bild, ich habe dort durcheinander. Eister. Das ist ein bisschen dies da, ein bisschen schwarz zu sein. So, der hat Salz gemult, kann ich das glauben? Ja, ich hätte an ChatGPT anschreiben, was in meinem Mund soll, und da hätte doch mehr. So, das Bild, ich wollte bloß, dass wir uns ein bisschen nachschauen können. Das Mann hier, der kriegt eine Nachricht, dort wir einen Vulkan, so dort ein Berg, wer nicht weiß, wo ein Vulkan ist, dort ein Berg, wo du 4 anhast, und die schmelten noch mal auf, und dann irgendwann, dann gibt es einen Druckband, und dann tun sie abrieten, und streiten sie wie 4 Flachen alle Wehen, und da kann sie große Schulden geben. Und so, das Mann, und viele der Studierer oder Wissenschaftler, die wollten allmehr wenn er dort ist, du verreiten merken, oder wenn er einen Vulkan abrieten will, ja. So, das Mann hier, der kriegt eine Nachricht, dort, er sollte weg von seinem Haus. Er hat eine kleine Farmerie, du bist den Vulkan. Und der kriegt eine Nachricht in den Tag, dann wird du so den Vulkan abrieten, und dann sollst du weg. Wenn du nicht was sterben. Und er sagt, ich kann nicht fahren, ich kann hier nicht weg. Und so dann hast du eine Gruppe Menschen, die dort wird topklagen, und dann geben sie ihm eine neue Kur. Ich habe gesagt, die haben eine neue Kur gekriegt. Und dann sagt er, nu hast du was an der Weg fahren. Und so, er freut sich so grasslich sehr für so eine Kur, was er gekriegt hat. Er kriegt sich ein paar Freunde an, und dann wird er schon gefeiert. Dann wird ihr schon fast gefeiert, dass er nu endlich eine Kur gekriegt hat. Und so, über dem, was er durch fast feiern hat, dann explodiert der Vulkan. Und der sterben alle. So, was ist hier so, was ich hier so will ans sagen? Das Mond dort sein eigen Du. Und der Kur dort ist unsere Radung. Jesus, der gibt uns die Radung ganz und gar. So, der Mond hat nicht sich selbst irgendeine Macht, sich diese Quart zu kriegen oder zu kaufen, wenn sie hat nicht das Geld. So, seine Worte, die können ihm nicht die Quart versorgen. So, dann der Jesus braucht uns die Quart. Und so, was sind die Worte, was er hier so mit beileiten, dann dort diese Säuligkeit oder diese Radung, dort der in Erfüllung kommt. Er muss nach weit fahren. Er muss nach seine Sachen abhaken. Und er hat da Weg fahren. Und Charakter ist dort mit der Radung. Du willst sagen, ja, falsch, dort durch unsere Worte sind wir gerecht vor dich. Und nicht bloß durch den Glauben. So, das ist zweiseitig. Und du das nicht, Paulus und Jakobus, die tun sich hier so nicht widersprechen. Sondern diese Radung, die mit Worten taub tun. So, was sind diese Worte dann an uns? Was soll wir tun? An dieser Radung. Dort sage ich, habe andere Städten, sage ich dort, und ich habe das meist nicht verstanden, dort sage ich, Schaf mit Färchen Zetteln, und in Philippa sage ich dort die eine Radung nicht verlieren dann. So eine Fargen ist dort, haben wir an der Bibel. So, wenn wir mal ein bisschen gucken, was sind die Worte? Ich will uns mal bringen, nur Jakobus Kapitel 2, Vers 14 bis 26. Jakobus Kapitel 2, Vers 14 bis 26. Ich habe du mal hingehen und sage, was halt dort, Brüder, wenn ein Mensch sagt, er hat Glauben und hat aber keine Worte, kann sie Glauben am Raden? Nächste. Wenn ein Bruder oder eine Schwester nicht untertragen und zu essen hat, und jeder an sagen würden, Gutmut und Fried, hält ihn warm und ät ihn satt, und würden an nicht geben, was an fehlt, was würde an dort helfen? So ist es auch mit einem Glauben, wenn die nicht worken haben, als die dort. Aber einige werden sagen, du hast Glauben und ich habe worken. Wies mir deinen Glauben ohne worken und ich will die meinen Glauben wiesen durch meine worken. Du glaubst, dass du ein Gott ist, Gott. Dort glauben sogar die beiden Geister,
und du bist sattern sei utfahrig. Wirst du nur nicht ansehen, dort den Glauben ohne Worten nutzlos ist? Wird uns Vater Abraham nicht durch seine Worte gerecht gesprochen, als er seinen Sohn Isaac auf den Altar opfert? Die seinen dort sein Glauben mitwirkt mit dort, was er deut. Und sein Glauben wird durch seine Worte vollkommen. Und so wird dort, so aus der Schrift sagt, Abraham gelobt Gott, und dort wird ihm aus Gerechtigkeit angerechnet, und er wird Gott sein Freund genannt. Hier kannst du sehen, dass der Mensch durch Worte gerecht gesprochen wird, und nicht bloß durch den Glauben. Und wird der Hörer hat nicht auch durch Worte gerecht gesprochen, so als der Botschafter, als er die Botschafter abnimmt und auf einen anderen Weg brach, so als auch der Körper ohne Geist tot ist, so als der Glauben ohne Worte tot. Aber hier einmal. So hier habe ich eine ganze Streit, wo wie besonders als Christen fährten mit Stracheln dann. Na, ich dachte, wir dürfen nicht Worte haben. Was habt ihr dann? Oder was ist du dann in Wirklichkeit, was das hier sein will? Und ich will hier sagen, Worte, die tun nicht den Glauben ersetzen, reemplacieren. Aber die Worte, die offenbaren unseren Glauben. So ist zum Beispiel Abraham hier. Und mir steht Abraham seine Geschichte immer so an. Er hat ein Versprechen gekriegt durch ihn, wo Gott all die ganze Welt sehen. Er würde nur Kommenschaft haben, so aus der Sonne und Meer. Und dann hat er lange geprüft, gebeten, gelüht und Glauben gehabt. Und endlich kriegt er den versprochenen Sohn, Isaac. Der versprochene Sohn, die kam. Und dann gehen Adel für Adel Jahre. Und Abraham, der verläuft sich mit rein alles, was er hat, und sein Sohn Isaac. Wo können Vater sich und sein Kind verläufen? Wir als Vater, wir wissen, von was wir reden. Das ist rein alles, das ist das Leben, meistens. Und ich kann feststellen, nu ist Abraham 8 Jahre alt, und nu sagt Gott, so, nu will ich, dass du Isaac sollst am Stein ableihen und am Opfern. Und ich kann mir feststellen, Abraham, der hat sich am Kopf gegeben und hat gesagt, bitte, kannst du einmal sagen? Der hat das nicht verstanden. Was weißt du von mir? Der ist ihm versprochen, das sehen. Aber das hält, das Glauben, was Abraham hat, den hält, der braucht Abraham was so weit, dass er Worten für den Tag braucht. Wenn es das sagt in der Hebräer, dass er glaubt, dass Gott kein Arm auch noch von Tod abwerken, wenn er fehlt. Er wird sich 100% sicher, das ist der Versprechen, das sehen. Und durch diesen sehen, wird Gott alle Fälle sehen. Und so, er kijkt wieder aus, was er für sich sagt. Für sich sagt er, ich will mein sehen hier, Tod merken, opfern, und dann ist das Eva. Aber der Glauben, der sagt er, der wird meine Zukunft sein. Gott wird mich durch diesen sehen, wenn es Gott hat gesagt. Und so, das ist eine Wahrheit, wo unsere Worte uns Glauben vom Tag bringen. Und so, ich will uns Mut merken, ich weiß nicht, was wir für Worte geraubt sind zu tun. Aber das sind viele Mal kleine Sachen, die uns jeder Tag unvertraut worden und wodurch uns Glauben rütteln. Wir als Christen, wir sollen jeder Tag welche Sachen, oder dort, wo Gott uns unvertraut hat, dort, wo Gott uns sagt, den Isaac, was Gott uns sagt, was wir opfern sollen, den sollen wir opfern jeder Tag. Und wir sollen wieder aus dem, was wir von der sein, checken. Am Geistlichen, am Geist soll wir checken. Ich habe mit Menschen geredet, die sind all für Jahre bekehrt.
Und die haben ein gutes Zeugnis, den Tag, wo sie sich bekehren. Und ich rede in Stadt 3, oder ich rede diesen Weg mit einer Person, und die sagt, der hat mit einer Person geredet, der hat über 40 Jahre sich bekehrt. Und der hat ein Zeugnis an sein Leben, wo er sich bekehrt hat. So 40 Jahre werden vergangen, und diese Person, die hat nicht mehr Erlebnisse mit Gott gemerkt. Ich will uns einen Vers lesen, an 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. Du sagst dort, aber, und ich würde eine Königsbibel lesen, wenn du so hast, ein bisschen klarer. Du sagst dort, aber wie alle kicken aus an einen Spiegel mit einem aufgedeckten Angesicht, nur dem Herrn seine Herrlichkeit, und waren verändert an dasselbe Bild. So, hier will ich ein bisschen tun. Wir wurden verändert. Wenn wir an Gott seine Herrlichkeit ankicken, dann waren wir verändert. So, und das, was passiert, wenn ich und du Zeit verbringen an Gott seine Gegenwart, an Gott seine Herrlichkeit. Du, wo Gott ist, das ist ja ein Leid sagt, bei deine Feit. Und ich will uns merken, unser derche Weg, dann vergeht wie viele Mal, und dort ist bloß die Stunden daran, die fangen täglich mal ohne daran ut, und so übersiegt mich, denn ich habe nicht mit Zeit genommen, um mich erbühen, innerlich, um mich bei seinen Feiten mit Zeit verbringen. Und wenn wir du so wollen Zeit verbringen, dann sage ich das falsch, dann war wir verändert. Und dann will ich wieder gehen. Das sage ich so. Und wurden verändert an dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, aus durch dem Herrn seinen Geist. Was meint das, wenn das sagt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit? Wie viele Herrlichkeiten sind hier? Hier sind auch 2 abgeschrieben, aber das hier das geht von einem oder der anderen. So, das meint, die erste Herrlichkeit, was wir erleben dürfen, ist, dass wir folgen, dass all der Weg von unserem Sinn, was wir getan haben an Leben, die werden uns wahrgenommen. Wir hatten so eine gute Erfahrung, so einen guten Treffen mit unseren Radar, mit unseren Merker. Und das ist die erste Herrlichkeit. Aber was sagt das hier? Das geht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und ich frage dich, wie viele Herrlichkeiten, dass du durchgegangen mit Gott? Dass du noch bei der ersten, dass du auch 40 Jahre warst und hast eine Herrlichkeit erlebt. Das ist so schön, wenn wir an Gott seine Gegenwart Zeit verbringen. Und wir wurden verändert von Herrlichkeit, von einer Herrlichkeit zu der nächsten Herrlichkeit. Drittens, genug ja von beides, der Kraft, zum Gehorsam sein, auch dort Verlangen, zum Gehorsam sein. In Titus Kapitel 3, Vers 8, du sagst dort wird das zu vertrauen, oder dort wird das zu vertrauen, wo er kann sein. Und ich will, dort du dort fast bestätigst, und dort die wohnen und Gott geläufend geworden sind, sich bestreben, gute Werke zu tun. Das ist gut und nützbar für die Menschen. So, wir sollen, die Bibel sagt immer wahr, wir sollen gute Werke tun. Ich habe hier nur nicht den Vers abgeschrieben, aber der ist ein Epheser. Du sagst das so, dort fängt ut, prüft und fängt ut, was der Herr von Jünd verlangt. Was meint das hier, wenn er sagt, der prüft und fängt ut, was der Herr von Jünd verlangt? Anfang, den ersten Stopp nehmen. Und sie muss dann sagt, wieso, und sagen, ich sie nicht berufen, haben irgendwo tun. Ich sie nicht berufen, haben irgendwo was Gutes tun. Ich sie hier so bloß haben durchleben. Und das ist für keinen so. Wir sind alle berufen und wir sind alle gerufen, haben irgendwo was tun. Aber nicht für das wahre Train, nicht für das, wir wollen wie Gott irgendwo euch sein sein, oder wir wollen irgendwo ein kleines Passchen mehr erbeten euch sein wie Gott. Oder sagen, dass Gott, die sitzt mir, ja. Wenn einer dort ist krank, wo Religion aufhängt. Ich frage mich, wann wird eine Person religiös? Wenn wir sagen, ich habe keine Religion. Du sind so viel Religion in der Welt. Wann wird eine Person religiös? Eine Person wird erst dann religiös, wenn die, wie Gott will, eine Show mehr. Und Gott seine
Aufmerksamkeit rauben durch dort. Dort ist, wo eine Person anfängt, religiös zu werden. Und so, wenn du sagst, oder kann du sagen, dass wir sind nicht religiös, dann wollen wir uns erst selbst untersuchen und fragen und checken, sind wir all religiös geworden? Oder sind wir noch einmal, do wir noch einmal bloß einfach läuft für Gott du sein und einfach reut sein und up sein und bitte fühlen, wo Gott uns wird ja. Reut unseren Isaac zu opfern, wenn Gott sagt, dass wir soll. Ich will nur den letzten Punkt gehen. Ich habe von dir nicht eine sehr lange. Nur den letzten Punkt. Und ich will uns ein bisschen eine Offenbarung, die ersten 2 Kapitels, du so ein bisschen anchecken. Ich will nicht forschen lesen, aber ich will uns ein bisschen nachbringen. Und ihr könnt dort, weil ich selbst nur lesen, oder hier so, und viele von euch, die können das forschen, sie ich mir sicher. Aber ich will uns ein bisschen auf was nachweisen, was du so passieren wird in den ersten 3 Kapitels an Offenbarung. Dort jedes Mal, wenn die dort wollen lesen, jedes Mal, wenn Jesus sagt, einen Brief schreiben wird, oder sagt Johannes, er soll einen Brief schreiben, jedes Mal, dann fängt Jesus mit diesem Wort an. Ich kann jene worken. Ich kann jene worken. 7 Mal. Zu alle 7 Tagen sagt er dann, ich kann jene worken. Und ich dachte eben nur, warum sagt er nicht, ich kann jene Hort? So viele Mal dann leben wir so auf so eine Weise und denken so, ich habe irgendwas anderes getan, aber Gott, du weißt mein Hort, du kannst mein Hort, du kriegst dir doch nicht das Hort. Warum sagt Jesus hier zu den Tagen, ich kann die nicht worten? Warum ist Jesus dort wichtig, was wir für Worten haben, oder was die Kirche für Worten hat? 7 Mal, zu alle 7 Tagen, und lest ihn dort, weil ich nur, zu jeder Kirche, am Anfang sagte, ich kann die nicht worten. Und das sage ich nicht, ich kann dein Hort oder deine Intention ist. Ich weiß, was du dort meinst, sondern das sage ich weiß, was du dort gemerkt hast. Ich weiß, was du das, ich weiß, wo du handelst. So viele Menschen, die leben an so eine Wahrheit und sagen, ich für sich, aber ich kriege das nicht an. Aber Gott, der wird mir vergeben, weil er kennt mein Hort. Er weiß, was ich meine. Und das ist auch an viele können stehen, das kann so sein. Aber der Sache hast du es viel mehr durchhängen als dort allein. Ich dachte viele Mal, diese Botschaft, die ging so hart zu mir, ich habe ein Buch durchlesen, und wo von John Bevere, wo er diese Geschichte abbrach, oder wo er das kriegt, was ich hier von dir mit Ihnen verteilt habe, wo er von dort reden dort. Und ich habe viele Mal das Gefühl, dass ich muss irgendwo sein, und dass ich, so soll ich dann wirklich sein, dass ich um 4 blieb für arm. Und ich fange dort an zu sein, das hat nichts mit dort zu tun. Das hat nichts damit zu tun, wie viel wir am Dein tun, als wo dicht bei wir am sind. Und ich will uns von dir bedrückt fordern, ich weiß, viele von uns, wir dein hier irgendwo, wir haben irgendwo ein Deins. Aber ich will uns von dir was hier du bringen. Wo steht meine persönliche Gemeinschaft für Gott? Als wir uns befrieden, ungefähr 2 Jahre, 3 mit Eva, dann sehe ich zu meiner Frau und zu Gott, ich sehe, ich will 1 Jahr, weil ich mich ganz los sein von dem Ministerium. Ich denke dann, ich will ganz beständig und sehr, sehr viel, dass ich alle mithalten. Und meist so viel, würde ich mal sagen. Und dann sehe ich will 1 Jahr mich aufnehmen, wenn es die Bibel für alle Solteros oder sich bauen befreien, die Bibel, die sagt dort. Und ich habe mir diesen Vers sehr klar rot, habe ich mir den getan. Die Bibel, die sagt dort, die Soldaten, wo du ganz frisch befreit sind, die sollen 1 Jahr Tüß bleiben und nicht an den Krieg gehen, sondern die sollen Tüß
Tidsband mit seiner Familie, mit seiner neuen Frau. So, wenn die wollen Vacaciones haben, dann befriedigt ihn schön, ja. Dann kann ich Vacaciones haben, mit Freiheit. Und mir wird es sehr, sehr schwer, das alles aufzusehen und alles Tag zu lassen, was ich tue. Und viele Menschen, die sagen zu mir, du bist ganz kalt geworden, du bist nicht mehr der, wer du wirst. Und ich fühle mich selbst so, ich werde kalt und ich komme wieder auf und wieder auf. Und ich ging eine schwere Zeit durch, wenn es mir deiner sei. Ich will alle wen mithalten und ich kann mich meist nicht ruhig halten. Und aber ich habe in dieser Zeit so viel gelehrt über Gott, dass ich nicht mehr euer habe. Diese ganze Zeit, wo ich vollständig dein deut und wo ich alle wen mithalten deut, Evangelismus hier, Evangelismus da, Konferenz hier halten oder was immer. Ich will bloß drauf und ich habe nicht Zeit, um meinen Radar persönlich kennenzulernen. Um mit meinem Gott persönlich eine Zeit verbringen. Und über diese Zeit, dann muss ich mir irgendeine andere Weise sehen, wo ich kann mit Gott Gemeinschaft haben als am Dienst. Und das ist die Zeit, wo ich antworte, der Dienst, der kann die viele Monate wegbringen von Gott. Kann ich das glauben? Wenn wir so vertieft sind am Dienst, dann kann uns wegbringen von Gott, anders steht nur Gott bringen. Du sind viele Menschen, viele Prediger, viele Lehrer, die sind ausgebrannt. Die haben keine Gemeinschaft mit Gott. Und die laden nicht Gott an. Wo immer laden sie mit. Menschen, die wurden eingeladen worden, die waren gleich an, die waren eingeladen von Gott durch diese Person. Aber diese Person selbst, die wird nicht, die folgt keine Neuheit von Gott. Das wird auch von Gott. Christine Claudio, das ist eine Kantante, die ziemlich bekannt ist in der spanischen Welt, die vertelt mal ihr Zeugnis, wo sie angefangen hat zu singen in der Kirche. Und sie sagt, sie hat durch den Weg, hat sie sehr an Geld gefehlt. So sie hat ab Diskotheken, hat sie durch den Weg gesungen, und dann am Sonntag, dann ist sie in der Kirche, hat sie durchgesungen, Worship eingeladen. Und der sagt, der hat fertig hier so Worship eingeladen, und der hat gesehen, wo Menschen sich durchbacken, aber abgehört und hielten vor Gott in die Gegenwart. Und sie wie hier ladig, aus dem Laden denkt, sie wundern sich, wo schafft das? Gott, der durch mich große Wunder unter Menschen. Und ich war nicht an, was passiert. Sie wie einfach bloß eine Schale, wo Gott das durchtut. Wenn Gott hat diese Person den Talent gegeben, dass er durch auch reden will. Und so ist es viele Mal mit uns Menschen. Wir sind ladig. Wir kriegen nicht dort mit, was Gott durch uns zu anderen Menschen tut. Und so dort ist, was passieren wird, wenn wir nicht Zeit verbringen, wenn wir nicht wirkliche Gemeinschaft haben mit an, und aber großartig wollen am Dein. Und nun will ich die andere Seite noch ein bisschen nehmen. Diese Zeit hier, so, wo wir nun sind, der ist nicht eine Zeit, zum ruhig sein. Gott hat immer war eine Zeit, und Jesus selbst dort. Er war 30 Jahre, aber er sein Dienst offen. Kijk first dan, wanneer hij 33 jaar zo'n powerful Dienst gehad hat auf dieser Welt. Wie in unserer Ehe, wie würden sie denken, da würden wir Unterschied gemerkt haben. Dann würde die Welt nicht vielleicht auch längst ganz das Evangelium gepredigt sein. Aber nee, er war 30 Jahre, bat er erst mal anfangen mit seinem Dienst. Und dann 3 Jahre, dass er dient. 3 Jahre von 30. So, 10% von was er auf dieser Welt wir, dass er Gott dient. Dass er dort, wo er geroten wird, zu tun. Und an diese 10%, viele Mal von zu sagen, nu sind die Menschen hier alle taub, nu kostet die mal, dort rührt sein, wer du bist, nu kostet die mal Wunder tun und die Welt verändern. No. Dann trug Jesus sich 3 und ging auf die Beine ab und verbrauchte ich mal eine ganze Nacht am Gebet mit Gott. Und wie würden sie denken, nu hast du Zeit haben, wiesen wer du bist. Und Judas ist doch so. Und so, wir sind hier so an einer Zeit, wo das Druck ist, wo wir arbeiten sollen. Du hast so viel Arbeit. Jesus, der dort, als er arbeiten dort, den Zeit, wo er arbeiten dort,
dann deed hij ganz arbeiten. Nicht half. Dann geeft hij alles aan wat hij hat. En mij als dat. Ich habe ihn verstanden, für wie viele Menschen er ministriert hat. Er predigt und dann nachher dann kommen noch hunderte Menschen bei ihm vorbei, wo er mis Heilung ausspricht. Er wird bestimmt uitgewrungen, uitgesappt. Er wird durch. Sein Körper, der kann meist nicht wieder. Aber er schafft und er kämpft und er gibt alles, was er hat. Und so dort will ich uns Motto sprechen. Wir leben in einer Welt, wo sehr nötig die Kirche ihre Gegend fehlt. Wir sind die Kirche und unsere Gegend fehlt. Bolivien zum Beispiel, der ist ganz im Streit. Und wo sind wir Kirche? Wir lassen uns nicht nur hier. Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir anfangen zu arbeiten und dass wir anfangen, sein Wort bekannt zu geben. An alle Hinsichten, nicht bloß an die Kirche. Wenn es an die Kirche passiert hat, du hier die Menschen sehen wird. Aber wo das nicht passiert hat, dass an den Schulen, ab der Großen, ab der Arbeiten, du so fehlt eine Veränderung mit Gott in die Gegend wird. Und für dort müssen wir uns abgefällt haben. Kriegt es Jesus da. Er ging apart für sich, er fällt sich ab, er erbüht sich und dann ging er rüt. Er wird nicht ladig, was er rüt ging. Er wird abgefällt mit Gott seine Kraft. Und das wollte ich uns von Motto sprechen von dir. Und ich will noch zu laut sein, damit wir ein klein bisschen klarer verstehen können, wenn er sagt, dass wir sind durch Worten gerecht vor dich. Das ist ein bisschen ein Baum. Ein Baum, der hat Wurzeln, und der hat einen Sturm, und der hat Blätter. Die Wurzeln, dort ist ans Glauben. Aber der Sturm und die Blätter, dort sind die Worte. Den Glauben sollen die Menschen gehören uns, aber die sollen die Worte. Und Christ sagt es doch wie Gott. Gott sieht nicht, was wir glauben, Gott sieht, was wir tun. Gott sieht unsere Worte. Und hier ist ein interessantes Beispiel. Viele muss mit dem Glauben erst geplant worden, und dann irgendwann dann kommt der Evangelium. Dann irgendwann dann kommt der zum Verschieden. Ich habe mit ein paar Zitronenbäume geplant, das waren ja die 3 Jahre 3 sind, und ich glaube, als sehr, dass sie einen Zitronen haben. Aber die haben noch nicht Zitronen. Und ich denke, wir hatten so, na, woher war ich mal? Mir hat bei uns gesagt, ich wollte mal anfangen, so, Jesus, da, du so hingehen ein bisschen pflegen, seines die waren. Und wieder verdrehen, oder mal anfangen, Frucht zu bringen. Aber das sind noch mal 2 Jahre mit Eva. Aber mir hat wir so, nach haben wir nichts gehalten. Aber einen Tag, dann waren die groß genug sein, und wenn ich durch dann rein sind, dann war ich von den Kind Frucht bleiben. Aber wenn die überhaupt nicht Frucht bringen, dann würde ich über Sachen uitbringen. Das sind Specker getrennt. Die du ladig tun haben, das halt nicht. Und so ist es auch mit uns Christen. Wir sind gerufen, zum Frucht bringen. Wenn wir nicht Frucht bringen, dann sind wir bloß am Stich. Und so viele Monate, dann kriege ich von der Besatzung, was du so verjährt. Ich kriege so viele Mensagen, viele Monate. Mir wird kritisiert für was ich tue. So ein Unnötig, das ich tue. Und ich sage dann nochmal zu ihren drei, und wirklich, ich schicke ihnen dann nochmal Audios drei und sage, kritisieren dann bloß die, was du nicht zu tun hast. Wenn es die haben, die tun, die, was du arbeiten tun, die wollen sich freuen, dort noch wer so was tun. Aber die, was du nicht tun, die wollen über alles kritisieren. Alles ist reich. Und nichts ist reich. Und so, ich will uns von der Mut merken, dass wir aus sie nicht hören, dass wir aus sie nicht hängen, aus sie nicht nachfolgen, dass wir nicht laden, Speicher beim sein, wo wir am Stich sind, aber dort wir wirken haben. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Ich danke dir, dass du uns halten das. Und dass du uns auch immer wieder lernen das, wo wir die kann freiwillig tun. Wir sind deines Glauben, aber wir sind nicht bemüßt, deines Glauben zu sein. Sondern wir sind freiwillig, hast du uns losgekauft von der Sinnensglauberei. Und du hast uns einen Auftrag gegeben, eine Arbeit gegeben, und wir können die tun. Und aber bevor wir die tun wollen, möchte ich dich fragen, dass du uns anschieren lässt. So ist die Jeremia das, mit einer Kohl, dass sie den anschieren. Und seine Sünden, die fallen auf. Seine schlechten Dinge, die fallen auf.
Und ich bete, dass du uns wirst anschauen, dass du uns wirst, uns innerlicher Mensch, wirst erst abbauen und dass wir dann mit Kraft und Erfolg rauskommen. Und dass wir können in der ersten Welt Sachen beschreiben, was du so machen beschreibt worden. Und dass wir können auf diese Welt dienlich wiederbringen. Ich danke dir dafür, in Jesus' Namen. Amen. So, wir sind entloten, das ist hier nicht da. Hier so waren ich will verraten, dass hier so der Lehrer schnapp kommt. Wenn du in Gebet warst, die kannst hier nachkommen und hier so noch beten für die loten. Oder wenn du was mit irgendwem was mitteilen, wir wollen hier so fern kommt nach Stunden. Und eben sind wir dann entloten und haben einen schönen Sonntag. So ein schöner Makler Tag, haben wir am Bad liegen, ja. So, ich weiß nicht, wer das alle will, aber ich glaube, ich war. So, haben einen guten Sonntag, Sie gesehen und Sie sehen für uns.